Als beginnender Yogi war ich, wie gesagt, sehr skeptisch. Dann habe mir gedacht, die Verbindung zu Gott, das kann nur Gott geben. Und ich habe auch bei der Übung, die schon Mataji gezeigt hat, wie man die Selbstverwirklichung gibt, dann die Hand am Scheitel gehabt und gesagt, nicht Shri Mataji, gib mir die Selbstverwirklichung, sondern ich habe gesagt, bitte lieber Gott, gib mir die Selbstverwirklichung. Shri Mataji, sorry, ich kenne dich nicht. Ich weiß, dass es Gott geben kann und sonst niemand. Also mache ich das so. Und habe mir gedacht, eigentlich bin ich schon komisch. Ich mache die Übung von Shri Mataji, mit Shri Mataji, aber adressiere es an Gott. Habe mir gedacht, egal, wenn es funktioniert, funktioniert es, dann bin ich neugierig, was passiert. Ich habe immer ganz große Ohren gehabt, was erzählen die Leute so zwischendurch, wenn das Programm vorbei war, und habe halt Dinge gehört und angesammelt, habe aber zu Hause geübt und habe mich hingesetzt und habe versucht zu meditieren. Und dieses tiefe Erlebnis, zu erkennen, wer eigentlich Shri Mataji ist, hat begonnen, dass ich zuerst mal Respekt gekriegt habe vor ihr. Ich habe mir als Kind gefragt, was ist der Heilige Geist? Ich bin katholisch aufgewachsen, niemand konnte mir es beantworten. Meine Mutter hat gesagt, frag den Pfarrer, der hat das studiert. Der Pfarrer hat irgendeinen Schmäh erzählt, der nicht glaubhaft war, nicht authentisch war. Und Shri Mataji sagt in einem Video, ganz am Anfang, das die Yogis gezeigt haben im Programm, wenn es einen Vater gibt und einen Sohn gibt, dann gibt es auch eine Mutter und die Mutter ist der Heilige Geist. Und ich sage, wow, so einfach ist es, so selbstverständlich, so natürlich, das ist Weisheit. Shri Mataji, das ist Weisheit, was du da sagst, das zeigt, dass ich Respekt habe vor dieser Weisheit. Ich habe sogar gesagt, das ist die geheime Offenbarung. Es ist so offenbar und niemand kann es sagen. Auf jeden Fall in meinen Meditationen draufzukommen auf die Geheimnisse von Sahaja Yoga, ist dieses Erlebnis nach 2 Monaten passiert, dass ich in tiefster Gedankenfreiheit und Meditation war, ohne zu wissen eigentlich, dass das passieren kann. Ich habe immer gewartet, dass es vibriert, weil ja die Yogis von Vibrationen geredet haben, und ich habe diesen kühlen Fluss von Vibrationen gespürt, vom Bild von Shri Mataji in mein Herz. Und es ist immer schöner und tiefer geworden. Und ich habe nur 2 Fragen gehabt. Gibt es Vibrationen? Und wenn ja, wer ist dann Shri Mataji? Und in diesem Abend, wo ich das erlebt habe, habe ich eindeutig Vibrationen gespürt. Nichts hat vibriert, was ich erwartet hätte. Es war ein kühler, sanfter, angenehmer Hauch. Ich habe auch gespürt, ohne dass ich die Hand über den Kopf gehalten habe, aus dem Kopf kommen, aus den Händen kommen, aus dem ganzen Körper fließen. Und irgendwann habe ich dann zu mir selber gesagt, Leo, kontrollierst du das überhaupt noch? Und habe gesagt, na, kontrolliere ich nicht. Und habe mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt Schluss für heute und gehe jetzt schlafen und morgen mache ich weiter. Und in dem Moment weiß ich, Shri Mataji ist meine Mutter. Shri Mataji ist die Mutter, von der sie gesprochen hat, die Urmutter. Und ich war einfach nur glücklich. Alle meine Fragen waren beantwortet. Es gibt Vibrationen, es gibt die Verbindung zum Göttlichen. Und ich weiß, wer die Ursache ist, wer die Quelle davon ist. Und das ist die Mutter, es ist der Heilige Geist. Oder besser gesagt, die Heilige Geist. Unglaublich und wunderschön.